Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag vom Juni. Ich bin Nadine Zurbrück. Mama, warum gibt es Krieg? Heute Morgen ist ein Mann zu uns gekommen und er hat erzählt, wie bei ihnen die Heide Krieg hat angefangen und wie Raketen sind gekommen und Bomben und dass sie haben müssen flüchten. Ich verschlucke mich fast an meinem Mittagessen ab dieser Neuigkeit. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, auf die tägliche Frage zu meinem 6-Jährigen, was er denn so im Kindergarten erlebt hätte. Mama, warum gibt es Krieg? Der Mann hat erklärt, bei ihm die sei Krieg, weil sein Land und das Land nebendran nicht der gleichen Meinung sind. Aber wenn wir im Kindergarten streiten, wenn wir nicht der gleichen Meinung sind, dann kommt immer Frau Moser und die macht den Frieden. Warum denn in der Ukraine nicht? Gute Frage. Los, ich erkläre es dir heute Abend. Das ist so mein scheinheiliger Versuch, irgendwie ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen, um dann eine bestenfalls einigermaßen kompetente Antwort zu liefern. Ja, warum gibt es Krieg? Es ist ja nicht so, dass ich mich das nicht selber schon x-mal gefragt hätte. Macht, Reichtum, Ansehen, Ruhm, Ehre, das sind so die Standardantworten, wo alles und letztlich doch nur so wenig aussagen. Und ich merke auch bei mir selber, ich mag irgendwie gar nicht mehr so über Krieg nachdenken und gar nicht darüber mit meinem Kind reden. Aber weil 6-Jährige eben sehr schlecht im Vergessen sind, ausser es handelt sich um so elementare Sachen wie Gang Zähne putzen oder das Zimmer aufräumen, weil sie sonst sich die Sachen sehr gut merken können, brauchen ich eine Antwort. Und ich nehme mir vor, am Abend mit ihm nicht über Krieg, aber über Frieden zu reden. Ich habe ein Wörterbuch führen. Da drin steht Frieden. Frieden ist ein vertraglich gesicherter Zustand des inner- oder zwischenstaatlichen Zusammenlebens in Ruhe und Sicherheit. Weiter ein Zustand der Eintracht, der Harmonie, der Ruhe. Ferner Geborgenheit in Gott. Was das Wörterbuch leider nicht erklärt, ist, wie dass man dort herkommt. Aber etwas an dem, was meine Bibel erzählt hat mich ein bisschen stutzig werden. Er hat gesagt, wenn wir im Kindergarten streiten, dann kommt Frau Moser und die macht Frieden. Funktioniert das in der grossen Welt nicht häufig auch ein bisschen so? Da ist Krieg und dann wird Frieden gemacht. Eine Partei hat den Krieg gewonnen und die diktiert jetzt den Frieden zu ihren Bedingungen. Oder im schlimmsten Fall haben beide Kriegsparteien so viel verloren, dass sie nicht mehr handlungsfähig sind. Es hat auch gar nichts mehr, warum das sich das Kämpfen lohnt. Und dann kommt eine dritte Partei, irgendeine internationale Organisation, und die macht den Frieden. Das Problem dabei, es ist immer eine Art diktierter Frieden. Ein Frieden, der nicht auf Augenhöhe entstanden ist, sondern aus einer Unterlegenheit heraus. Und diese Art Frieden, die ist leider selten von Dauer. Weder im Kindergarten noch in der grossen Welt. Ich schaue in die Bibel. Jesus hat mal gesagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Jesus selber unterscheidet also zwischen verschiedenen Arten von Frieden. Frieden, wie er die Welt gibt, und seinem Frieden. Und ich habe den Eindruck, wenn ich so das Reden und das Handeln von Jesus im Neuen Testament anschaue, dann hat er, wenn er von seinem Frieden redet, allweil weniger eine politische Dimension vor Augen, sondern eher der zweite Teil von der Wörterbuchdefinition von oben. Ein Zustand der Eintracht, der Harmonie, der Ruhe, ferner Geborgenheit in Gott. Und im Unterschied zum oben beschriebenen Frieden dreht es sich bei dem nicht um einen gemachten oder um einen diktierten Zustand. Eintracht und Harmonie können nicht befohlen werden. Sie entstehen auch nicht aus einer Resignation heraus. Ich denke mehr, diese Art Frieden, die kann überhaupt nicht gemacht werden. Die muss werden. Diese Art Frieden, die entsteht aus Zufriedenheit,
Aus Dankbarkeit, eben aus dem Inneren raus. Nur wenn ich als Mensch mich selber wahrnehme, mich selber gerne habe, dann kann ich auch meinen Nächsten wahrnehmen und entdecken, was der gerade braucht. Und einmal mehr lande ich beim Doppelgebot vor Liebe als Antwort auf so viele Fragen. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, steht im Lukas 10,27. Friede entsteht aus der eigenen Zufriedenheit heraus. Aus einer liebenden Haltung gegenüber mir selber wie auch meinem Nächsten. Friede muss allweil auch im Kleinen anfangen. Mir gefällt das Bild vom Regentropfen, wo irgendwo ganz klein und unbedeutend als eine von Milliarden in die grosse Wassermasse von einem See oder von einem Meer geht. Wenn der Tropfen an der Wasseroberfläche aufschlägt, dann gibt es so eine ganz kleine, kreisförmige Welle. Ihr habt es sicher auch schon gesehen. Von bloßem Auge sieht man höchstens so einen kleinen Ring. Aber die Energie, die in diesem Ring liegt, in dieser Welle, die geht weiter. Und auch wenn man es schon lange nicht mehr mit den Augen sieht, die Energie, die Welle, die geht weiter bis ans Ufer. Frieden fängt im Kleinen an, aber er kann weite Kreise ziehen. Und plötzlich habe ich nicht mehr so Angst vor dem Gespräch am Abend mit meinem Bübel. Ich kann ihm zwar nicht kompetent erklären, warum es Krieg gibt, aber ich kann versuchen, etwas über Frieden zu lernen. Frieden als Antwort auf Krieg. Frieden, der aus der eigenen Zufriedenheit herauskommt, aus einer liebenden Haltung gegenüber sich selber und einem Mitmensch. Frieden als etwas, das nicht gemacht wird, sondern werden muss. Und nur wird, wenn wir nicht Angst haben, dabei mitzuhelfen. Und vielleicht kann ich auch den Wunsch, den seinerzeit der Paulus der Gemeinde von Philippi mitgegeben hat, da noch eine Hilfe sein. Im Philipper 4, 7-9 lesen wir: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und weil das für 6-Jährige vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist, noch in einer einfacheren Version. Grosser Gott, wir kommen vor dir als Menschen. Wir sind Menschen mit Ecken und Kanten, Menschen mit vielen Gedanken. Lenk du, Herr, unsere Gedanken, dass sie in eine gute, in eine friedvolle Richtung gehen. Schenk uns Zufriedenheit und lass uns erkennen, wo wir dankbar sein können. Lass uns Friedensstifter werden. In deinem Namen und in deinem Sinn. Amen.